Herzlich willkommen bei Retrocast zum weiteren Meinungsvideo, wo ich jetzt einfach mal meine Gedanken ein bisschen ziehen lassen. Und zwar geht es um die Switch 2. Da haben wir ja vor kurzem erst gerade die Präsentation gehabt. Da haben wir eigentlich auch den Titel «Wieso sollte ich mir eine Switch 2 holen?». Für da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Das ganze Internet redet im Moment über Nintendo und ihre Preispolitik zu der Switch 2. Die finde ich ehrlich gesagt auch nicht in Ordnung. Ein neues Mario Kart zum Beispiel, wo zu Release rauskommen sollte in der physischen Form. Und ich als Fan von physischen Medien 90 Stutz kosten, finde das schon ziemlich gewagt. Man kann das natürlich einmal bringen und einmal ausprobieren, wie die Leute das schlucken und wie das gekauft wird. Jetzt zum Beispiel auch von den Fanboys, eine wie nie, weil ich meine, ja, das Mario Kart 8 habe ich zweimal gekauft, einmal für die Wii U und einmal für die Switch. Aber nichtsdestotrotz, jetzt möchte ich eigentlich auf mein Meinungsvideo Retro kommen, das ich gemacht habe vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten, wo ich gesagt habe, alle reden über die Switch 2 und der Switch 2 steht nicht im Weg, wenn gute Software kommt. Und dort sehe ich eigentlich das Hauptproblem von der Switch 2, warum ich glaube, zusätzlich zum höheren Preis, wieso dass sich die gar nicht gut wird verkaufen, weil wir haben ein einziges exklusives Nintendo-Spiel, wo zu Release wird da sein. Ja. Und das ist das neue Mario Kart und das Donkey Kong, okay, sieht gut aus, aber da kommt erst ein bisschen nach Release. Und ich jetzt auch als Nintendo-Fanboy muss sagen, wieso soll ich mir jetzt eine neue Plattform holen für knapp 600 Stutz mit dem ganzen Zubehör, das ich noch dazu brauche, bin ich eher bei 700, 800 Stutz nur zum ein einziges Spiel spielen. Sorry, aber das sehe ich nicht ein. Sicher wäre ich heiß auf das neue Mario Kart und ich werde es irgendwann auch holen und ich werde es irgendwann auch spielen, aber im Moment sehe ich nicht, wieso dass ich mir eine Switch 2 zum Release holen. Wenn jetzt Nintendo gekommen wäre und gesagt hätte, wir bringen nochmal ein paar Banger, wir bringen noch ein, weiss doch auch nicht, wir bringen noch ein Mario Odyssey 2 oder wir bringen noch ein Captain Toad Treasure Tracker 2 oder wir bringen noch ein Power Tennis oder ein Golf oder irgendetwas oder ein Xenoblade oder irgendetwas Exklusives, dann hätte ich mir sagen, ja gut, schau, bringen wir 4, 5 Banger, hoffe ich. Da ist mir die neue Konsole wert. Aber so muss ich sagen, du, wegen einem Spiel oder wegen zwei Spielen, wenn wir jetzt Donkey Kong auch noch nehmen, wo aber nicht zu Release kommt, muss ich sagen, wieso sollte ich denn nochmal 800 Stutz für eine neue Konsole ausgeben? Das ist so bei mir das Mindset zu der Switch 2. Und ihr merkt jetzt da, ich probiere wieder halbwegs einen One-Take machen und werde natürlich noch ein paar Bildchen und Filme reinschneiden, vielleicht, wenn ich es finde. Und ja, das sind meine Gedanken. Lasst mir auch gerne eure Gedanken dazu da. Somit wäre es das gewesen. Vielen Dank und man hört sich.